Guten Abend für eine neue Sendung von Dickrich TV. Die echt am Jahr 2026 dafür wünschen ich für dich mal alles Gutes am neuen Jahr. Viel Glück und eine gute Gesundheit. Der letzte November hat der Veloclub von Dickrich 75. Geburtstag gefeiert mit einer großen akademischen Sitzung an der Seerei. Damit wird aber noch nicht gelaufen, sondern am 9. Januar kann er sich nämlich hier am Kulturhaus auch die ganze Geschichte vom Dickricher Sportsclub am Bild angucken. Die Geschichte vom Veloclub Dickrich ist eng mit der Geschichte vom Tour de Luxembourg verbunden. Dafür dreht sich dann noch der ganze innerste Stock von der Expo das bedeutende Lützeburger Veloskurs, angefangen mit Zeitungsartikeln von der allerersten Kompetition am Jahr 1935. Dann, wie gesagt, der Veloclub Dickrich ist gegründet gegen Anfangs 50, aufgrund von der Euphorie, die der Velosport ausgelöst wird, wo das Syndikat Initiativ gesagt hat, man ja gründe Club zu Dickrich, für eben an Zukunft auch so aktiv mitzuhelfen, das zu promovieren. So kommen dann, dass den 8. November 1955 auch den Dickricher Veloclub gegründet wurde, für sich eben um die Organisation von der Etappe zu Dickrich zu kümmern. Großer Publikumsmagnet beim Tour de Luxembourg war damals der Charlie Gaul. Dafür kann ihn an der Expo nicht nur sein Original Velo, mehr auch den Trikot aus einer echter professioneller Equipe finden, gerade wie ein legendäres Foto, wie ihn zu Dickrich 1956 die Etappe gewonnen hat. Daneben kommen aber auch die erfolgreichen Membres vom Veloclub Dickrich zur Geltung. Zum Beispiel der Jean-Pierre Schmitz, der unter anderem auch eine Etappe am Tour de France gewonnen hat und unter den 60er Jahren bis zum Schluss von seiner Karriere am Dickricher Veloclub lizenziert war. Wir organisieren ja auch alle Jahre eine Randonnee an seinem Namen, die immer Leute anzieht und am Anfang die wichtigste Randonnee hier am Land. Also zahlenmäßig immer am meisten Leute. So mal, was nicht kompetitiv Charakter hat. Natürlich um 2018 hat man einen großen Highlight, wie der Pitt leider den am Anfang bei uns als Beruf angefangen hat, do mehr Jeunes am Tour de Lützeburg gehen hat. Hier sieht das Foto von ihm, sein Kopf, den als mehr Jeune, als ein Trikot, den damals gewonnen hat. Das war für uns eine große Satisfaktion, dass der Junge aus diesem Verein kommt, als beste Lützeburger, also als beste Lützeburger plus beste Jungen Kurer von allen Nationen aus dem Tour de Lützeburg rauskommen. Ziel vom Veloclub ist es, für in Zukunft nächste Großkurerinnen rauszubringen. Dafür investiert der Club ganz stark an die Jugendarbeit. Historischen Highlight aber bleibt die Organisation vom Tour de Luxembourg, bei dem die Gemeinde Dickrich neben der Hauptstadt die meiste Passage verzeichnen kann. 69 Arriveen auf 45 Deparen auf 75 Jahre, das ist eine Leistung, die markiert. Und noch von der Veloclub Dickrich für seinen Geburtstag, der 4. Weekend, noch lange Jahre, einmal nächstes Cyclocross-Championat organisiert wird, bleibt den Tour de Luxembourg der große Moment vom Jahr. Bis Anfang Februar könnt ihr euch das Flot-Ausstellung hier am Kulturhaus nachgucken kommen. Die Umsetzung von der guten Vorsätze für das neue Jahr, die soll bis dahin am besten schon lanciert sein. Für viele Leute heißt das Jahr mal trinken und erste Milieus machen, sowie auch die Körper aktiv in Form halten. Wir haben dafür für euch getestet, wie das zu Dickrich gelingen kann. Hallo! Was auch so viel hier, sie wird feiern dich. Also, ich habe kein Rückhalt mehr gesehen. Es geht nur Zeit, dass das selbst geschieht. Ich meine, hi, probieren wir. Das klingt Ja? gut. Ja, tipptopp. Wir wollten uns informieren, was heiße Geburten gibt, wenn wir mal vorkommen am neuen Jahr. Wie soll man das am besten machen? Beim Mind-over-Matter-System trainieren wir einmal an der Woche in 20 Minuten. Und da kann ich noch mit der Fitness-App Longevity, die du den 15. Januar rauskommt,
dem Training komplementieren. Mit einmal an der Woche kriege ich schon exzellente Resultate, aber wenn ich ein bisschen Schock will bei denen, dann hält die Fitness-App Longevity noch dabei. Lynn, was siehst du? Klingt interessant, oder? Ich meine, das können wir testen. Wie von uns Test? Ich wollte viel laufen, aber vielleicht kann ich das gut testen, oder? Ja. Was meinst du? Gerne. Ja, sollen wir das machen? Tipptopp. Viel Spaß. Merci, merci. Ciao. Für das erste Mal geht es für die Lynn op Form, für zu gucken, auf welcher körperlicher Verfassung hat das. Das Profil C charakterisiert, wenn es zu viel Gewicht ist, nicht viel Muskelmasse und immens viel Fett. Das ist ein Profil, das souverän muss. Dann hört ihr ein Profil équilibré, das ist normal, das ist gut. Und das Profil D, als wenn es nicht viel Gewicht ist, ganz viel Muskelmasse und nicht viel Fettmasse, du gehst zu der Kategorie, gehst du was am guten Das ist schon mal gut Das ist schon Novelle, mal ne? gut Novelle, für das Tipptopp. So können wir starten. Voilà. Das heißt, beim Lynn muss der Trainer kein Schonprogramm führen. So, da fängt man an. Wir fangen mit dem Rudern an, dreht sich eine andere Seite Das spielt ihr schon. Also ich verstehe nicht mal in 15 Minuten. Das mischt Sinn. Wie heißt man Muskelkater von den Übungen? Spielt ihr das in der Nacht? Die erste Training, die wirst du gut spielen, wenn Ja. man der Zeit hat ziemlich stark ist, was denen immer Männer geht, dann drücke das Muskeln sich Okay. Okay, die letzte. Ne, ich gehe ganz hoch, gehe einen Blick schon ganz hoch. So, exzellent. So, ich schreibe noch ein Dokumentär oder ein Kinder den Geduld, das du gemacht hast. Okay. Und dann gehen wir springen mal rüber auf das Longevity-System. Klingt gut. Tipptopp. Ich will sogar mein bestes T-Shirt. Den Anfang ist also gut gelaufen für die Lynn. Trotzdem geht an diesem Studio noch alles genau dokumentiert, für noch besser können das Suivi zu machen. Und dann geht es aber schon 4 Runden. Einer, 2, 1 und 2. Super, die andere Seite. So, du stehst mal auf, dann mal 3 Cardio-Übungen, wo man den Herzfrequenz am Blut bringen. Okay. Wir fangen nur mit den Mountain Climbers. Du hältst einfach den Hand also durchgestreckt und dann stellst du dafür, du gehst einfach laufen. Zack, 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 zack. Okay. Haben wir da 30 Sekunden. 2. Das ist gut. Das war frisch. Exzellent, das ist super geschafft. Dem muss merci, hat Spaß gemacht. Gern geschehen. Da mit den 15 Minuten verstehen ich effektiv. Die hatten auf sich. Ich mache normalerweise relativ regelmäßig Sport. Aber das hatte war schon anstrengend und es hat wirklich Spaß gemacht. Dafür kann ich das rekommendieren, ein gewisses Lunch passen zu können. Hallo! Hey! An? Schon gepackt? War Super. gut anstrengend. Ah ja, Ja. okay. Ich meine, ich trage das fort. Aber da kannst du noch ein bisschen relax machen. Ich Ja. probiere dann hier aus. Ja. Ich meine, hier geht es ein bisschen die heftigste Sache. Wie muss ich den bei euch vorstellen? Wow, bei uns ist echt open. Das steht reserviert schon ein bisschen was für mich. Aber wenn du das nicht willst, da ging ich proposieren, die mal ran und ich weiß dir, was du machen kannst. Also ich sehe gut nicht gut auf Form. Da kannst du direkt Oh, das sieht mal doch gleich. Geh mal ran. Ja. Also immer. Ah ja, selbst Laster. Genau. Ihr euch op die ganz großen Maschinen dirf, muss ich mich einmal für dich gut abfirmen. Und bestenfalls, wenn wir wollen, komplett, also auch fast am Grund nicht unheimlich mehr frei laufen. Ah ja? Wir das probieren wir recht für Meisterschaft spielen, ne? Genau, ja? Voilà, geht ja. Tipptopp. Ich bin tatsächlich gut nicht guter Form und da muss ich sagen, dass den High-Opfirm-Programme das so schuld. Also das ist schon irgendwie cool. Das ist noch lief nicht, muss ich sagen. Ich bin ganz geflasht. Wir sind schon lange nicht mehr gelaufen. Sehr anstrengend.
No 10 Minuten Laufband dann einfach rasse zu weit. Ich muss mich ja ein bisschen impressioniert. Es bleibt der Muskelmänner an die schweren Maschinen, da habe ich mir aber ein bisschen Angst. Nee, du warst ja. Du hast bloß einen Spielplatz für die Groß. Gängigste muss ich nennen. Ein Spielplatz für die Groß. Muss ich eben sich rundtasten, wie man das Werte machen mit der Lackpress. Okay. Und keine Angst tun und einfach zu viel dafür kriegen. Okay, was mache ich? Wie kann ich eben mein Alter eigentlich schon verbessern am Alter? Gut, jetzt muss ich ein bisschen hier hochkommen noch. Lass noch ein bisschen hier hochkommen, dass den Arm da noch abdecken. Voilà. Hoch, noch. Ja, soweit es geht, Arm am Kopf. Das geht die noch heu, ja? Bau ja. Muskeln ab. Ah ja, aber wir haben wieder mal. Cool. Ich kann Lackpress. Wie viel zu tun? Ja, noch. Ja, nee, genau. das ist okay. Am Anfang war ein bisschen schwierig und dann bemol du bis Muskeln mehr Ja, das ist normal. du gewinnt waren. Den nächsten Reiz muss gesagt gehen. Und danach könnt ihr noch ein Dopamin. Ich denke, wir gehen dann 6 Monate rüber und ein bisschen mehr kreieren. No der Lackpress dann geht et virun am Schlitt, den am High Rocks Traininger gesat gëtt. Heilo gëtt virun allem Kraft trainiert. E Schlitt mat 20 Kilo drop fir rose Schindrecke geht un en. Dufir Di wëget net iwwerdreiwen, a losse mech men gerbe se selver drecken. Dufir awer ginnet nach puer Übungen fir Dachmuskelen, déit lindernech dann am Team machen, wat natilech och nach moll méi Spaß mëcht. Cool. Team die Kirche. Dem Linner Mier huet es Experiz op alle Fall a Bedenzentren gut gefall. An den nächsten Training ass auch schon geplant. Ich bin eng froh, dat war natürlich mega high. Wie oft muss ich kommen, dass das wirklich rentiert? Ja, das ist ganz individuell. Also ein Keier ist besser wie kein Keier. Ja, mir ging auch schon so 2-3 Mal die Woche wäre schon Okay. oberig für ihr Resultat. Vielmals merci für eine flotte Experience auf alle Fall. Und ich denke, ich probiere das mal mehr aus. Ob man nicht 2-3 Mal die Woche für uns zu fänken, aber mal mehr oft. Da wollt man auch noch einmal ein bisschen zurückgucken auf ein paar Highlights zum Ende vom letzten Jahr. Angefangen am Auftaktkonzert vom Sängerband Dickrich für den Verein sein 175. Geburtstag. In Dulci Jubilo war e ganz gelungenen Optakt vun der Choralmunicipal Sängerband ihrem 175. Geburtstag. Ein Optritt, der für viel Emotion gesucht huet. De ganze Konzert weis mirich dofir, den nächste Samstag um 6:30 Novus op all eise Kanäle vun Dickrich TV. Der wirklich ganz große Moment zum Ende vom Jahr, das war aber den neuen Dickricher Christmärz. Der Südjan Eventmanagement Service von der Gemeinde hat heute ganz Arbeit gelegt, auch schon beim Auftakt vom Christmärz für viel Begeisterung gesorgt. Du Christ März 2025 dürft Schiedverhängem a guter Erinnerung bleiben. E ganz neuen Dekor an eng flott passend Belichtung von der Liberationsplatz über Bergplatz bis bei die Alkirch und der richtigen Christmas-Feeling abkommen gelos. Schon ihre Lastgang verschiedener bester Laune so gut Leute aus der Vereiner, ob die Fehlarbeit gewahrt wird. You
Spätzens awer mat der Animatioun vun den Traumtänzer kurz vir der Ouverture kom eng richteg Magie op, déi aus dësem Christmaat eppes ganz Besonneches gemach huet. Wir hatten sech schlechte ugekënnecht, dat man dem Christmaat doch bis den neit besicht gin, dat man bisschen opwimpen an Schmenge wann durchstickle Skitter gesi dadurch, dat de Fall ass. Und dat ass awer nëmme méiglech duch die gut Summenabeg die Gemeng och ma am Syndikatinitiativ. De Syndika war doch den die gut Idee hat fir e Streichel zo mat klengen Iselscher zu organisieren, grad wie eng Perzkutsch déit leitech dem Parkhaus an dem Zentrum hinan hier gefoert huet. Firop awer natilech hat de City an Eventmanagement Service nees alles ginn fir no der Plage och dësem wichtigen Event Neitliewen anzuhauchen. Matëlle vun de Schreiner aus dem Servicetechnik an dem CGR Nordstadt wart méiglech all Ideen ëmzesetzen. Vun de vielen Highlighten war e klengen Handvikermäert bannen an der Kirch, déi fir vill Suse gesuercht huet. Ennner hinne noch de lokale Gravourenatelier Custom and Design. C'est la première fois que je fais un marché de Noël. Franchement, les stands sont magnifiques, quoi. Franchement, c'est super qualitatif. Il y a un peu de tout et ça, c'est chouette. Oder awer d'Firma Ried vu Bartring, déi ethisch Handwerkskunst aus Indien nobit an do mat Franer Kanner op der Plaze unterstützt. Great, I loved it and I love the children here. It's a great environment, yeah. And people are by? We just started. Finger crossed. Mir auch zwei freischaffend Keramikkünstler. Wie wat sie dir hinkommen? Es gefrot gin ob ich még Konst de Maris am eng Konststreik kind weisen. Und du wärst ganz begeistert, dann schwemech richtig, dat ich derf dabei sind. An dem wunderschöne Käder hain, wie soll es dann engem besser goen? Das gefällt dir gut heute. Das ganz schön. Fängt schon über Lunde, ich denke, es gibt noch schön voll mehr an den Sonden. An Vierter soll schon besser gehen, und da sind wir froh, wenn wir da ein bisschen den Leuten Fried können machen mit dieser flotten Keramik. Iwral, wo hin hingekuckt huet, goufnet schon da vun der Ouverture nëmmen zufriede Gesichter, die aus dem Staunen nëpp mir rauskom sinn. Was gefällt dir da gut? Die Ambiance, alles, die Leute, der Bayer, alles. Mega cool, hey! Die beste Gemeng ever! Ja, die beste Gemeng ever! Nordstadt! Ich fand eine super Initiative, um der Gemeinde Dickrich wieder Zeiten zu gestalten, für Leute zu treffen. Und ich muss sagen, das ist mega flott. Das hat mir schon den nächsten Eindruck super gefallen. Also wirklich top. Den Teil von Dickrich, wir sind so froh, dass das so schön abgemacht wird. Die Gemeinde hat sich so viel Arbeit gemacht. Und dass die Leute das akzeptieren, dass die Leute da hinkommen, das ist grandios. Und die Vierte hat mitgemacht, den Ofen. Fantastisch. Und wir freuen uns schon auf mehr und über mehr. Auch Politiker haben sich von der ausgelösenen Stimmung Matrappe gelost. Nicht zuletzt aber gouft natürlich für und allem bei denen, die hinter dem ganzen Event stungen, eine grosse Zufriedenheit. Es war ein mega flott Woche. Es war voll Programm beim Aufrichten. Heute mega Spaß gemacht, alles zu dekorieren. Und auch das Feedback von den Leuten zu hören, die dann an die Straße getroppelt sind, Plan geguckt haben, Deko geguckt haben. Ja. Und voilà, das war meine Kollegin Jennifer, was mir ganz viel geholfen hat. Und ja, wir hatten eine super Woche, hat Spaß gemacht, aber wir freuen uns, dass die Leute froh sind und das alles erzählt. Und dabei war die Ouverture nëmmen den Ufang. Die Drop sollten Dickricher Christmaat einen Undrang wie nach Seele für drunter leben. Den Dickricher Christmaat als aus dem Domröschenschlaf verwäscht.
Kulturellen Highlight zum Ufang vom Joar, dat war den Najoschkonzert von der Dickrischer Philharmonie viergecht an der Parkkirch, op dem wir an der nächsten Emission aber recht zu Schwätze kommen. Für Drun goufet nach eng 5 ganz interessant Lesung am Kader vom Literaturmittwoch, für die der bekannten Theaterregisseur und Autor Jem Schuster programmiert war. So hun sich an Nickeltier am Bongert op Bank verzun, wo dat verlafen Tini, dem unglücklich bestörten Annie sing lächt Erlebnisse zum Beste genöt. Mat 2 bis 200 Heg am nasse Gras, mat Schuss kröcht Heknapp, mam scheinen Adi am Bett. Me weste, wenst du kannst vergessen, der Rennesch Poli. Du Poli hast doch bestört. Jo an, da muss ich ja nicht mehr lehren. Ich kennt sie all kreen. Ich will mir aber nimmen die Schein an die Stärke. Bei engem Jem Schuster do kennt keng Langweil op, auch wann et sech bei Beichten ëmme 400 Seiten decken durchaus serieux Roman handelt, ass en direkt ran an der Geschicht, déi vum Annie aus besserem Haus senger Freundin Tini, ass engem Mann dem Felix, déi vum Bauuren haf kënnt an net vill mat Fraen ufenke kann. Beim Jem Schuster sitzt einfach all Sätz an ass ëmmer fir eng Portion Sarkasmus gesuercht, wie zum Beispiel beim Annie singe ver sich ernstnecht ze richen fir segem Mann besser ze gefallen. Et huet sich net mi parfümiert, dats näicht geschiet. Et huet sich net mir net den Näm gewäsch, de Felix huet net reagiert. Et ass vir Schlofe go nach séier de Geruch vum Schwäichter Lopphole gang. Et wollt riche wie Dirmer. De Felix lo wie eng Madrill niewet am Bett. En huet seg Fra net ugepackt. No der Johannatsager Blutze Fran Aureschlöffer spielt auch Beichten Dorf. Am an um Zweite Weltkrieg, ein Milieu, den dem Jem Schuster wichtig ist, an den er gut kennt. Mit das hauptsächlich die Bauernmilieu, dem um Herz leid, weil ich aus dem Milieu rauskommen und dann noch probieren, die Umwälzungen zu weisen, wie das dann laufende Jahren an den Dörfern passiert, das, was alles geschieht, das, was alles futtige mitgehen, das, was alles verloren gegangen ist, und doch für das festzuhalten, dafür dadurch zu thematisieren. An enger Fiktion dann natürlich mit sind immer Sachen, die wahr sind, die auch authentisch sind, die auch geschichtlich wahr sind, die ich da vermischen so ein bisschen mit der Fiktion. Dabei bringen dem Jem Schuster seine Geschichten dacks da zum Vorschein, was nicht funktioniert, an der Familie und an der Gesellschaft. Missbrauch zum Beispiel. Mit Februar hat du angefangen zu schneien. An einem Stück bist du vorsinn. An der Scheier hat die Dreschmaschine den vollen Ersatz von der ganzen Familie gefordert. Oben auf der Ganstung Dirma eingaf nur der andere, Sinn mit Dave aufzuwerfen. Da lucht Mariam am Bauch durch von der Dreschmaschine alles ranzuscheren. 100 Mal dieselbe Griff, dieselbe Bewegung, bis die Schulter gebrannt haben, bis die Beine schlafen waren. Die knaschte Platz war 100 Maschine. Du hast der Taftstreh mit der Kurve vom Wand herausgejuppelt gehen. Auf dieser stöpsischer Platz stunk dann. Sobald genug im Koplo hat der Streh an ein Lasse Boot gewonnen. Es war knapp 2 Minuten, wie der Felix sich auf dieser Platz in ihm vergangen hat. Ein Moment vor der Gedanken, den Junge marschierte sich am Rimm. Hätte just den Schalter nicht auf der Dodem gelöscht, da wir dann der Pulli abgewickelt gehen. Das ist dann ein Lofutti, hat dir mal von Nöwe gerufen. Danny hängt am Rimm. Das ist da der Bütschel, das lehrt es nie. Der Joss hat es losgeschnitten. Das Lektür aus Gudukom, auch wenn Munscherin den Roman Beichten so gut schon gelesen hat, sie all dürfen sich nur auf die neue Projekt freuen, die schon am Frühjahr rauskommen. Sparwecken, so den Nun erzählt eine Familiengeschichte auf einer Millen, die bis an den 30-jährigen Krieg zurückfeiert. Wie weiß, vielleicht mir durch Jem Schuster hier schon ist geschwind auf derselben Platz rum. Dem früheren Akteur ist es wichtig, den Kontakt mit dem Publikum zu halten und dabei ein direkte Feedback zu kriegen. Weiter interessant Bücher rekommandiert dir Stromi Liefgen aus der Librerie Zimmer an unserem nächsten Büchertipp für Erwachsene und für Kinder. Heute präsentieren ich den Padding McPatchen, das ist das neueste Buch aus der Feder von Julia Donaldson und von Axel Scheffler. Die sieht im Cover, das ist genau das Team, das durch die Griffelo gemäht wird. Das ist eine Fluchtgeschichte um einen Katz, einen kleinen, großen, getigrischten Katz,
die mat engem Strassenmusikant Tour ass an déi sech dann no als den A verlaufe, wenn seg Accident sech awer rumfannen an dann gesiet auch wieso de kleine Maxien hai an Spiel kënnt. Und das ist wirklich eine ganz flotte Geschichte für Kanner ab 4 Jahren. Auf Lützeburg ist die Vasaki von Martin Schöllen an der Edition Binsfeld ein immens flottes Buch für Kanner von aller Alter. Präsentieren ich heute Caroline Wahl mit seinem ersten Roman 22 Bahnen. Das ist ein ganz flotter Roman über 2 Schwestern, über Tilda und Ida. Und wie den Titel jetzt schon seht, schwimmt Tilda immer 22 Stunden, bis auf den Tag, wo der Viktor kennenlernt, den auch 22 Stunden schwimmt. Und dann kompliziert sich die Geschichte. Das ist eine Flotgeschichte, ganz intensiv, Familienverhältnisse, schwierig Geschichte, Zusammenhalt, Persönlichkeitsfindung. Richtig flott geschrieben für einen ersten Roman. Hat immens viel gut Kritik gekriegt, hat auch den Buchpreis vom unabhängigen Buchhandel in Deutschland gekriegt. Das ist nicht mehr zu empfehlen. Es gibt auch schon eine Suite über die Klangschwester, über Ida. Und Caroline hat auch schon seinen 3. Roman veröffentlicht, auch eine ganz flott und intensiv Geschichte. Hauten Abend, 19. Januar, präsentiert das Militärmuseum am Cine-Scala eine Datenbank, wo ihr sämtliche Infoen zu allen Kriegsmonumenten am Land finden kann. Dafür wollten wir heute mal gucken, wie Echoes of War, so heißt die Datenbank, überhaupt realisiert wurde. Nicht länger wie 5 Jahre hat das Museum nämlich daran geschafft, und das eine ganz mühsame Arbeit. Sommer 2025 beim Napoleonsbämchen und Napoleonsknäppchen zu Burschend. Ein Gedenktafel erinnert daran, dass der Baum kurz nach der deutschen Besatzung umgemacht wurde. Couragierte Bewohner haben 1942 ein Neuland gepflanzt. Tassi Schmidt hat die letzten 5 Jahre ziemlich viel vom Land gesehen. Sie war Detektivin, die für das Militärmuseum alle Kriegsmonumente retraciert hat, mit nicht mehr am Gepäck wie GPS-Daten oder eine ungefähre Adresse. Für dich hat sie einfach drauf Plast Monument Mort auf der Kirchweih am Land geknipst, bis er einmal das Ganze ein mehr professionell Tourneur kriegt. Und für Silvester. Und ich hatte schon ein Kippchen getrunken, morgens, und dann habe ich gedacht, okay, dann ist eine Liste, wo alle guten Wirtschaften drauf sind hier im Land. Und das habe ich dann noch gefunden. Und dann habe ich ungefähr alles, was ich noch gemäht habe, die tausende Fotos, neue Nummern zu gehen. Schon ein halbes Jahr gebraucht. Und da konnten wir Studenten und die haben mir geholfen. Und plus goufen du Allgemengen am Land geschrieben, für wirklich nichts zu verpassen. 1030 Monumente hat Tassi so bis der letzte Sommer zusammengekraut und dabei ganz flott Momente gehabt, zum Beispiel wie sie auf ein Monument am Busch bei Ramrich gestoßen war. Da hatte ich just GPS-Daten und habe die Straße geparkt, sind durch ein Feld gegangen, sind durch Bulli gegangen, sind durch einen Pool geklommen. Und da stand ich auf einem Weg und mein Handy hat gesagt, du bist da. Und war nicht da. Und dann habe ich mal so rundherum geguckt, sind 2 Räder gelaufen. Und dann habe ich mich umgedreht und da war dann so ein Kreuz von der Rest vom Flieger. Da steht unter einem Baum, wo es den Hang noch raufgehen muss. Und da klimmst du dann den Hang rauf. Ja, da fotografierst du das dann. Und dann, ich fand das so spannend, weil das ich nicht gefunden habe. Ne? Elo also als Echoes of War Pretz. Hier von denen eine Karte mit einer kompletten Liste von allen Monumenten am Land. Beim Anklicken kriegen die bekannten Informationen. Die Datenbank kann und soll aber auch in Zukunft nach dem Rauf weitergehen. Die Idee ist, für ein Monument durch persönliche Geschichten zu verbannen, nimm Gesichter. Damit soll die Arbeit von der Plattform Echoes of War auch noch nicht abhalten. Du kennst ja nur beispielsweise mit der BTS-Klasse vom LCD die Sache ja wirklich ein bisschen umdöppen und das Leben machen. Ein Comic als einem Leben machen, für das zu verdeutlichen, besonders an einer Welt wie wir leben, da wir wirklich mit Social Media immens viele mit Bildern zu dienen haben. Und das ist ein Stoff, wo es immer darum geht, wir bauen wirklich eine Basis auf und geht ja nur darum, mit vielen Projekten nicht immer weiter auszuschaffen, für das mich spannend einfach wird und eben nicht vergisst wird. Und alle paar Jahre muss das neu machen, weil ich bin auch der Meinung, dass
Gerbe niederlehnt, das richtig. Aber auch das evoluiert, das geht nicht durch. Und du musst eben noch mal neue Mäuer erschaffen, für die Geschichte weiterzugehen. Voilà, damit geht als erste Emission für das Jahr 2026 benennen. D'Expo wird der Veloclub von Dickrich, an der wir hier stehen. Die könnt ihr euch noch bis Ende des Monats angucken, was sonst noch alles die nächsten Wochen an Dickrich im Programm steht. Das verraten wir euch an unserem Agenda. Wir sehen uns dann in genau 4 Wochen, wo wir dann von der Fusen berichten. Adi, bis geschwind. Für die Schüler aus dem Sikel 4 an hier Eltern ist der 24. Januar am Schulfoir an der Deichhalle zu Ettelbreck. Vom Morgens 9 bis mittags um 12:30 können sie sich überall die Lycéen aus der Nordstadt informieren. Den 30. Januar ist mittags um 4 an der Burgkirche eine feierliche Erinnerungszeremonie für den 90 Jungen zu gedenken, die an der Nacht vom 30. auf den 31. Januar 1945 am KZ Sonnenburg erschossen wurden. Nach bis den 1. Februar lebt an der Gemengegalerie die Ausstellung über die Entwicklung vom Dickrischer Veloclub, das am Kader von ihrem 75. Geburtstag. Den 1. Februar selber dann ist am Kader vom A Cappella Festival vom KB zu Ettelbreck ein interessanter Konzert an der Haller Kirche gesucht. Morgens um 11 treten dort Litwien Voices auf, die an demselben Kontext auch schon mal zu Dickrich waren. Vom 6. Februar runter fängt am Kulturhaus d'Expo Asteroid Mission an. Diese Ausstellung vom Musée National d'Histoire Naturelle dreht um Asteroiden, die Himmelskörper aus Stein oder Metall, die in Dachs zwischen Mars und Jupiter findet. Für die Lesung am Kader vom 1. Literaturmittwoch an der Haller Kirche war den 11. Februar der Autor und Musiker Roland Meyer, den heuer aus seinem neuen Buch Horizont vorliest, zusammen mit dem Musiker Noemi Lehr und Molles Scholtes, verstreckt Roland Meyer die Nolaustrane geflasht von Undeutungen, Hallevorrichten und Gerüchten aus der Welt von Film, Kunst, Literatur und Riesen. Den 12. und 13. Februar sind an der Bistron am Zentrum von Dickrich Nesfetecht Alt Weiberball und an den Tag drauf Hippigsball gesucht. Der 14. Februar überdems als Zeit für den Kannerfußball an der Seerei. An den 15. Februar sonderschließlich steht nicht die Großkavalkade durch ganz Dickrich. Der Rendezvous für den Depart um 2:30 als für die letzten Jahre schon an der Vielser Straße, abgepasst von 12 Uhr mit der Sonne, als ganz Dickrich du wennst den Verkehr gesperrt.